of light that been so deep has vanished for no reason, and now I'm trapped within the never-ending nightmare that haunts me for so long. I always search for answers, for those that prove me wrong. Grüß zurück zu Mass Effect 2. Wir waren das letzte Mal bei der Rosalie und was nun passieren wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist mir auch relativ egalowitsch. Und zwar folgendes. Wir werden... wie machen wir das jetzt da? Wir werden es nochmal schauen. Und zwar, es gibt ja die Möglichkeit, mit der Crew zu sprechen, wegen Dingen halt, ne, die passieren und passieren werden. Es gibt die Möglichkeit, das hier zu tun. Das soll man eigentlich auch machen. Hoppala. Sonde gestartet. Na bitte, Edi. Du bist die Olla halt, ne? So. Machen wir da weiter. Ich kann mich, vielleicht weißt du das noch, ich kann mich nicht mehr erinnern, für was du das brauchst. Sonde unterwegs. War das nicht für Ressourcen im Krieg später? Ich weiß es nicht mehr. Sonde. Sehr schön. So. Irgendwas wollte ich da gerade sagen. Weiß ich nicht mehr. Kann nur sein, genau, das wollte ich da sagen. Starte Sonde. Es gibt ja die Möglichkeit von Romanzen und hin und her und bla bla blub. Steht aber bei mir nicht im Fokus, muss ich da auch und ehrlich gesagt gestehen. Achso. Finde ein Treibstoffdepot. Ja. Am Po finde ich sicher keins. Da muss ich mal schauen. Ab in die Sonne. Unerforscht. Seleas. Die kraterübersäte Oberfläche von Saleas ist uralt. Teile des Hochlands sind fast 3 Milliarden Jahre unverändert. Die Schichten sich überlappender Krater zeigen noch heute, mit welcher Gewalt dieses System entstanden sein muss. Saleas Rotation ist an Elyster gebunden und er hat eine Exosphäre mit Spuren von Krypton und Xenon sowie Helium. Okay, Superman war auch da. Das hin und wieder von Solarwinden herangeblasen wird. Ja gut, na, mit blasende Witze, das lass ich jetzt einmal. Gut. Ja, wir werden mal verschwinden. Wir werden wieder so Treibstoffsonden kaufen. Was? Melile. Ist ein normaler Ammoniak-Methan-Eisgigant mit 23 Monden. Keine Besonderheiten. Auch schön. 23 Monden Ammoniak- und Methan-Eisgigant. Na bitte, vor lauter Methan ist der Planet eingefroren. Na bitte, die haben wahrscheinlich zu viel Kühe gehabt. Hä? Du siehst... Ja, aber wo ist da der Ausgang? Da. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, danke, Mausel. Ach, die Edi. Sie ist ja so putzig. Treibstoffdepot. Bitteschön, haben wir überhaupt noch so viel? Können wir überhaupt noch danken bei den Preisen? Na bitte. Na bitte, Sonden können wir auch kaufen. Ach, wie schön. Aber weißt du was? Wir werden nochmal zurückreisen. Elyster haben wir.
Warte mal. Dort haben wir wirklich schon alles angesucht und alles angegraben? Nein. Ui, das schaut relativ fertig aus, gell? Ui. Ja, da finden wir noch was. Sonde gestartet. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Gut. Dann können wir das hier abschließen. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Ja, mein Schatz, ich weiß, ich sehe es auch. Ich bin noch nicht ganz blind. Was machen wir jetzt überhaupt? Das Raumschiff verbraucht mehr Treibstoff als wie mein alter Suzuki, den ich gehabt habe. Naja. Kasumi helfen. Omega, Archangel. Absturzstelle der Normandy erkunden. Dann haben wir da heroben. Feuergänger geht Überfall, Projekt Overlord. Feuergänger Forschungsdaten beschaffen. Was war denn da? Mal schauen. Ja, ist ja wurscht, jetzt schauen wir uns mal durch. Ich habe ab so scheiße Loot keinen Schimmer mehr. Ah ja. Sonde gestartet. Ja, aber irgendwie wird das auch langweilig. Sonde unterwegs. Ne, ich weiß wirklich nicht mehr, für was wir das brauchen. Es tut mir echt leid. Sonde unterwegs. Starte Sonde. So. Starte Sonde. Und falls du dich fragst, ja, ich hab das, das habe ich in, wo hab ich denn das gesagt? In einem Format, was noch nicht da ist, aber was ich schon aufgenommen habe. Ich werde es jetzt da auch nochmal erwähnen. Ich bin derzeit im Krankenstand, nur mir ist momentan so extremst langweilig. Drum entschuldige bitte meine rotzende Nase. Nur ich muss was aufnehmen oder irgendwas nebenher tun, also es drei durch. Und ich bin so ein Mensch, mir wird so schnell langweilig. Zack. Sonde gestartet. Mann, ich bemühe mich dass du sehr wenig davon hörst, ne? Weil das ist sicher sehr erotisch, wenn da... Genau. Schon wissen. So. Starte Sonde. Weißt du was? Wir werden das einmal in einer extra Episode machen. Jetzt schaue ich mir nur gerade... Was haben wir denn da? Da haben wir nix. Massenportal. Wo können wir denn hinreisen? Was ist denn eigentlich da hinten? Isma-Grenze. Da waren wir ja gerade, gell? Die Gefangene rekrutieren. Ich will irgendwas machen, was lustig ist. Omega-Nebel. Warte mal.
Warte mal. Eine Sache können wir aber machen. Eine Sache werden wir auch machen, gell? Dass wir uns da gleich einig sind, heißt. Wir werden, warte mal. Halleluja. Du lässt sie, weißt du was, wir werden gleich Massenportal Omega, ich will dorthin. Gut, ich werde mir das aufschreiben, beziehungsweise beim Schneiden, wenn wir das anschauen. Wir haben sicher genug zu tun in diesem System. Unerforscht. Karora ist im Grunde nur ein riesiger Felsblock im Weltraum und seine Rotation ist an Armada gebunden. Einzig bemerkenswert ist eine Kette von Kratern, die sich über die Nordhalbkugel zieht und vermutlich das Ergebnis des Einschlags eines Meteoritenschwamms ist. Karoras niedrige Dichte lässt darauf schließen, dass es außer ohnehin verbreiteten Leichtmetallen keinen weiteren Ressourcenreichtum gibt. Die dünne Atmosphäre besteht aus Krypton und Xenon. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Da siehst du, wo der Superman schon überall war. Vielleicht finden wir sein Leich aus. Starte Sonde. So. Starte Sonde. Sonde gestartet. Haben wir noch irgendeine Stelle, wo wir ein bisschen was kriegen? Das schaut gut aus. Sonde gestartet. Ja, da sind wir schon Fuhren dabei. Na bitte, schau. Was ist die gelaufen? Nein. So. Starte Sonde. Okay. Sonde unterwegs. Na gut. Dann reisen wir jetzt mal zur Absturzstelle der Normandie. Ich habe eine Anomalie geortet. Die Kruste von Alchera besteht aus Kohlenstoff und Wassereis. Trotz der niedrigen Dichte ermöglicht ihre enorme Größe eine dichte Atmosphäre aus Methan und Ammoniak. Hätte Alchera bei der Entstehung des Armadas-Sternsystems ein wenig mehr Masse bekommen, so glauben Wissenschaftler, hätte sie den Kern eines zweiten Gasgiganten-Systems gebildet. Alchera hat 3 Monde: Uluru, Vandina und Bayame. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Starte Sonde. Ja. Mach mal. Wir warten die Anomalie von Kopf bis Knie. Das müsste da sein, ne? Ja. Sonde gestartet. Die Scanner haben etwas gefunden. Anomalie geortet. Scans bestätigen das Wrack der SSSV Normandy auf der Planetenoberfläche. Keine Anzeichen von Leben oder synthetischer Aktivität entdeckt. Stabile Landezone an der Absturzstelle geordnet. Dann landen wir mal.
Finden Sie geeigneten Platz für das Normandy-Denkmal. Okay. Schauen wir uns das einmal an. Was ich mir erinnere, das ist ja eigentlich nur eine kurze Mission, was du mit Shepard allein machst, was ich mir erinnere. Aber du siehst das eh gleich. Dienstmarke sammeln. Draven Rosamund, das sagt mir jetzt zwar gar nichts, aber was ich mich erinnere von unserer Mannschaft, sind ja alle durchgekommen. BZW von unserem ersten Team. Oh, ist das raffiniert. Na bitte, das ist auch... Dieses raffinierte Element Zero ist ja aber auch raffiniert versteckt, gell? Das raffiniert ist so dahin. Eine intelligente Ratte war mal so raffiniert, dass sie hergegangen ist und aus dem Namen raffiniert einen Namen gemacht hat. Das war dann der Raffi. Geh komm, Alter, bitte. Kaidan. Ich mach da kurz einen Schnitt, ich bin gleich wieder da. So, da, weiter geht's. Entschuldigung, ich musste mich einer Sache entleeren, genau. Ich will noch Dienstmarken sammeln, jetzt lasst mich doch ein bisschen in Ruhe. Ich weiß nicht, warum diese Videospiele alle immer so einen Stress haben. Warte mal kurz einen Blick. Ich sag da was, das wird aufnehmen mit Problemen. So, da. Kann man da oben auch gehen? Nein. Ui. Ja, da. Die Dienstmarken, um sie ihren Familien zurückzugeben. Dahinter ist nichts, gell? Na. Zerbrechliche Kiste. Nö. Hä? Okay. Da hat er was geleuchtet. Jetzt würde ich schon geläutet sagen. Also ich bin halt sicher erleuchtet. Ja. So. Na. Ah. Hm.
Dienstmarke Gladstone Harvey. Sagt mir jetzt gar nichts, wer das war. Da hinten ist noch was. Datenpad lesen. Eintrag 1. Nicht wiederholen. Nicht wiederherstellbare Daten mit dem Commander drüber sprechen. Diesen ganzen verdammten Aliens an Bord des modernsten Schiffes der Allianz, ich traue ihnen einfach nicht. Vor allem dieser verdammten Asari und eine Quarianerin. Wofür hält Shepard das alles hier? Einen Zoo? Wow. Nicht wiederherstellbare Daten wiederhergestellt mit der Quarianerin. Sie scheint auf einer Art Pilgerreise zu sein und versucht, das Schicksal ihres Heimatschiffes zu verbessern. Das kann ich verstehen. Ich würde meine Kinder beaufsichtigen oder so. Aber wenn sie unbedingt an Bord sein muss, ist es auch nicht schlimm. Eintrag 3. Eine Weile lang und ich lese mir alte Tagebucheinträge nochmal durch. Wie blind ich damals war. Ich kam in der festen Überzeugung an Bord dieses Schiffes, die Menschheit wäre alleine in der Galaxie. Shepard hat diese Aliens an Bord gebracht und ohne sie wäre alles, was wir erreicht haben, niemals möglich gewesen. Ich bin stolz darauf sagen zu können, Leben für jedes Mitglied dieser Crew geben würde, ganz egal auf welcher Welt es geboren wurde. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Ah. Okidoki, ich kenn mich schon aus. So, was haben wir denn da hinten? Shepards verlorener N7-Helm wurde sichergestellt. Bakari Amin, okay. Oh, bitte. Jetzt haben wir sogar schon wieder einen Raphael gefunden. Mhm. Also wie du siehst, auch die Ninja Turtles waren hier. Na, jetzt bleibt der. Tax Carlton. Sagt mal nix. Barbari Amina. Aber warte mal, irgendwo war noch eine Kiste. Naja. Da ist, dass das Schiff so groß war, ist die Absturzstelle aber eh klar. Talita Draven. Jetzt schauen wir mal da ein Stück rüber. Und dann hauen wir an. Ah. Tanaka Raymonds. Das
ist da hinten? Da glitzert was. Da war da, diese Komik, ich glaube, da war die Küche. Ja, es wird noch eine lange Reise. Was haben wir da um? Da glitzert's. Hä? Keine Ahnung, warum es da glitzert. Na gut. Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Ja, ich glaube, das ist ein Grafik-Glitch. Wurscht. Das soll mir jetzt nicht lange aufhalten, das Mo. Gut, jetzt haben wir die endgültige Bestätigung, dass da nichts ist. Hihihihi. Was ist da um? Da waren wir auch schon, 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 da waren wir auch schon. So, die Platten steckt. Gewende gleich drauf, das kann öfters passieren. Mhm. Ah, da hinten ist noch eine, schau. Ja, was ich froh bin, dass ich da jetzt auf die Schnelle... Das schaut geil aus für ein Thumbnail. Ich glaub, das nehme ich. Ich bin einmal gespannt, ob ich mich beim Schneiden noch daran erinnere. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, was ich für Spatzenhirn habe. Mhm. Wenn ich heute was sag, oder wenn ich jetzt was sag, habe ich es in 3 Minuten wieder vergessen. Mhm. Scheiße, ja? Ja, hilft nix. Vermisste Crew finden. Durchsuchen Sie die Absturzstelle. Ja. Jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Was machen Sie jetzt? Wollen Sie mich verklagen? Hä? Dann sollen Sie schauen, wie Sie im 3. Teil mit die Reaper fertig werden, allein ohne einen Shepard. Ja, aus. Also Burli, übertreiben brauchen wir es heute nicht. Mhm. Ah, da muss ich her. Schrecklich. Missionszusammenfassung.
Ah, schön. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Natürlich, das weiß ich doch. Ich kann lesen. Ähm. Aus. Teamstatus. Naja, viel Team da aber noch nicht, ha? Ja, so ein Scheißer. Upgrades. Was haben wir da? Upgrades verbessern die Kräfte ihrer Gruppenmitglieder, ihre Waffen und ihr Schiff und machen den erfolgreichen Abschluss der Mission wahrscheinlicher. Sie können neue Upgrades bei Missionen finden, in Geschäften kaufen oder sie mit einem Forschungsterminal erforschen. Okay. Ungelesene Nachrichten. Oh Mama mia. Von der Unbekannte. Handel mit Said Massani vereinbart. Sie haben sicher von ihm gehört. Lalalala, Militär, Terminal, ja, Kopfgeldjäger. Wir werden... Ich bin jetzt gerade auf eine Idee gekommen. Warte mal. Kampfinformationszentrum. Mannschaftsquartiere, Maschinendeck. Shepards Kabine. Retten Sie Ihre Crew vor einem übermächtigen Angriff, kehren Sie den aktiven Dienst zurück. Also, wie du siehst, wir haben noch einiges zu tun. Der private Sperrminal. Was war denn das jetzt? Nix. Naja. Ist zwar nicht meine Musik, aber wurscht. Ja, wow, hey. Panzerung, was du was? Hübsche Gesichter kehren zagt. Warte mal. Ich glaube, da haben wir noch nichts, gell? Beinschienen. Ah. Weißt du was? Die Musik geht mir mit der Zeit jetzt auch schon auf die Nerven. Ich meine, ab und zu höre ich sowas auch, ich habe kein Problem damit. Aber meins wird es nicht unbedingt sein. So. Muster. Ja. Ja, schaut nicht so steppert aus, das Thomas-Muster. Mhm. Musterfarbe. Blau. Rot, die Farbe der Liebe. Mhm. Informelles Aussehen. Das informelle Aussehen machen wir so. Weißt warum? Dann kann nämlich keiner sagen, na, dann kann keiner nichts sagen. Genau. Gut. Warte, ich trau da nur an. Dankeschön. Alles habe ich jetzt braucht. Ha. Was? Die reden? Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist das Quartier des kommandierenden Offiziers. Es ist größer als die Quartiere anderer Kriegsschiffe, auf denen ich Dienst getan habe. Das ist ein Schiff von Cerberus, kein Allianz-Kriegsschiff. Die Unterbringung folgt persönlichen Vorlieben. Der Raum liegt direkt unter der äußeren Druckhülle. Die Werftarbeiter nannten ihn das Loft.
Na bitte, jetzt haben wir es benannt und aus dem Loft verabschiede ich mich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Im bequemen, sexy Outfit. Ja, egal ob Männchen oder Weibchen, beide stehen drauf, beide wollen sich und bis zum nächsten Mal. Baba!